Herzlich willkommen für die Christ-Edition von ADR Tele. An hier sind Tab-Überschriften von dieser Sendung. Der primitive Attack vom LSAP-Minister Fayo auf der ADR an der Chambre weist, dass dieses keine Argumente hat, wie zu behaupten, die Reformpartei wäre rechtsextrem. Die steht aber weggewusst für die Meinungsfreiheit, für den Schutz vom Leben und für konservative Werte. Die kratzig Aussage vom roten Minister haben dazu gefordert, dass nächste neue Parteimembers beikommen sind. Ein davon ist der Schriftsteller und frühere Police-Enquêteur André Kammer, der sieht uns am Interview, für was KW längst der ADR feiert. Das Umweltministerium will unilateral ein riesiges Naturschutzgebiet ausweisen, was all die landwirtschaftlichen Akteuren aus dem Trentinger Dal hier Lebensgrundlage auf Vorstellen können. Zusammen mit den betroffenen Gemengepep wird sich weiter gegen den neuesten Wahnsinnsprojekt vom geringen Minister gewährt. Weiter Themen an dieser Sendung: die Christmessage von der Vize-Parteipräsidentin, dann ein Plädoyer gegen Zensur und für die Meinungsfreiheit. Ein Stück Lützeburger Geschichte mit dem Titel «Vom Bauer zum Minetstab» an einer interessanten Themen. Dass man rapportiert ging, dass d'ADR die Idee hat, für an einer Entwicklungszusammenarbeit von 1% von unserem RNB, von unserem Bruttonationalabkommens auf 0,7% berufen zu gehen. Das verwundert mich nicht weiter, da das ein bisschen den Playbook an noch das, was rechtsextrem an rechtspopulistisch Regierungen überall in Europa und überall auf der Welt machen. Selbst geschieht, was nicht darf geschehen an einem Parlament. Ich muss sagen, ich mache mir Sorgen, mir Chef Hayo und das Regierung, wenn das nicht fertig bringt, sich politisch mit einem Gegner auseinanderzusetzen, ernst für ihn persönlich, also als Partei, mit impertinenten Argumenten, mit Falschbehauptungen anzugreifen. Es kann nicht sein, Herr Fayo, dass ihr hier eine Partei wie die ADR als rechtsextremistisch angreift, die nicht ist, das weiß, dass ihr keine Ahnung habt, was Rechtsextremismus ist. Ihr kennt ja Ideegeschichten, wir sind eine konservative Partei, mir läuft das mal nur. Wo finden an der politischen Landschaft, hier am Land, so Ideen wie der Kollektivismus, wobei mir die individuellen Freiheiten verteidigen. Aber wegen politischen Lehrer sind die antisemitischen Organisationen von der mehr Unterstützung hier am Land bei ihrem Lehrer oder bei Eisen. Wo ist der Schutz zum Leben, wie groß geschrieben? Ist das echt bei der Euthanasie oder beim Avorten, wo Leben miteinander konsideriert wird? Ist das echt auf ihrer Seite oder auf eiser Seite? Wo ist die Meinungsfreiheit am besten garantiert hier am Land? Bei Eis, die nicht ernst mehr wie die Meinungsfreiheit permanent verteidigen oder an ihrem Lehrer diese permanent erschätzen. Lauscht man nur, Herr Fayo, wir sind noch gar nicht fertig. Es sind noch nicht fertig. Es ist nicht möglich, Herr Fayo. Es ist nicht möglich, Herr Fayo, lauscht man nur. Dass an einem Land, was hoffentlich soll sehen, dass es keine extremistische Bewegungen gibt, weder um Linke noch um Rechtseborers, dass der Minister, Member von der Regierung an einem Gespenst malt, was mir Gott sei Dank an diesem Land muss noch drohen. Es ist politisch irresponsabel. Los sind ich auf den zweiten Punkt mit der Solidarität, die 3 so viel nicht zu holen. Wisst ihr, dass wir gesagt haben, dass wir selbstverständlich solidarisch sind an die 0,7%, zu denen Lützeburg sich engagiert hat, das versprechen halten wir. Geht er dann bei den anderen Ländern, die Entwicklungshilfe von die weit Männer wie 0,7 haben, ein paar, die darauf gesagt haben, so dass denen das selber, so dass denen Regierungen, sie wären rechtsextremistisch, weil sie Männer wie 0,7% bezahlen von ihrem Bruttonationalabkommen der Entwicklungshilfe. Wisst ihr nicht, dass die Politik, die versiert sich bald 70 Jahre, gemerkt hast, an einen ganz gemäßigten Erfolg, vielleicht ein muss über durchgehen, an ob ein anderer Weg gehen muss gehen, wir gehen über die Entwicklung statt eine Solidarität zu weisen, die sie vielleicht besser am Misere noch viel bringt, wie eine Politik, die seit 70 Jahren betreibt, an sich einen Scheck aus, die Korruption produziert, an nicht viele ökonomische Programme in den meisten Ländern, die davon profitiert haben. Die kommt dahin, an die mehr Politik, weil da nicht kapabel sind, umzudenken, weil der Zeichen der Zeit nicht versteht,
weil der nicht kapabel sind, etwas zu ändern, was sich nicht bewährt hat. Und da kommen die Heiner und die sagen, wir wären nicht solidarisch. Man muss wenigstens die Courage-Politik zu überdenken, an neue Wege zu gehen, an bessere Ideen zu vertreten. Und ein einziges Argument, an dem Fall, weil der argumentativ gegen den ADR nicht durchhalten, dass sie zu sagen, die sind Rechtsextremisten. Aber die sind ein Extremist am Geist, weil die einfach nicht kapabel sind, eng differenziert a politisch klar Analyse zu machen, um die höflich rüberzubringen. So nicht mehr. Et wär wirklich ubruch gewircht, dass den blauen Chamberpräsident der Minister Fayo zurechtgewiesen hat, nodems diesen demokratisch gewählte Volksvertreter gleich 2x109 als Rechtsextremer betitelt wird. An dummer da auch 10.000 Bürger am Land DDR gewählt tun. Das engem bei so enger krasser Beleidigung durch den LSAP-Minister dat vor Toper herausrutscht, da das absolut not zu vollziehen. Alles an Ihrem Diskurs, Herr Karteiser, alles was sagt, die ganze Zeit hier an der Chamber, als der Beweis, dass Partei rechtsextrem ist. Die könnt das konservativ. Wann ich skrift, Herr Kolb? Also, Stopp! Herr Präsident, Ausdrucksweis. Herr Präsident, ich war 6 Jahre Deputiert an der Chamber, seit 2,5 Jahren Minister. Es sind noch nie hier an der Chamber Topert genannt gehen. Ja, also Herr Kolb, in Avertissement für das Wort, was das nicht wiederholen. Ich fand das in Avertissement dafür. Ich weiß schon, was das bedeutet. Ich fand das extrem grav. Ich fand das, also ich bin nicht susceptibel, aber ich fand das extrem grav. Das ist wirklich ein Ekart, den auch weist, wie die Leute hier funktionieren. Also der Spiegel dann Herr Kolb, du gehst durch. Herr Präsident, das ganz schwer an Fall, wo beleidigt wird, an das als eine Beleidigung von der Gesundkritikär Rechtsextremist von der Kind aus, dann ist es ganz schwer, den Unterschied zu machen zwischen dem, was eine persönliche Beleidigung ist, und eine für personell und einer mehr politischer Analyse, weil Herr Fayo hat das sich vermischt. Ich will aber ganz klar sagen, dass die Regierung nicht Herr Fayo allein, auch ein anderer Minister hat dafür kurz probiert, den Diskurs zu feiern. Ich will just so, Herr Fayo, Défense ist extrem schwer. Lass mich da doch so ein Rang akademisch gesehen, das war wirklich ganz schwer. Mit das ist ein Problem, das ist nicht mein. Wenn ihr wisst, was der Rechtsextremismus et par ailleurs auch der Linksextremismus, über den nicht viel geschwärzt wird, als politische Phänomen durchstellt, von einer menschenverurchtender Brutalität, da ginge dich nie auffallen, wenn das weißt, irgendein in 60 gewählte Vertreter beim Lützeburger Volk mit so einem Vorwurf zu konfrontieren. Die sieht einfach an ihrer Argumentation weit, an der Stadt zu sagen, weit an dem moralischen Niveau, den einem Member der Lützeburger Regierung darf und muss werden. Nachdem Herr Karteiser über Rechtsextremismus philosophiert hat, kommt es nicht im Lernstuhl zu erinnern, wer an diesem Tag an Deutschland las, wo notamment ein Putschversuch von rechtsextremer Seite gestartet ist. Liest mal enkeier op Wikipedia oder sos wat eng rechtsextrem Partei ass. Ich mengen och net, dass sie kann insinuieren, dass gewählte Volkspartei Lederhai Volksvertreter gleichzusetzen sind mat Reichsbürger. Sorry, dat muss ich ganz ehrlich sagen, mit allem Respekt, dass ich das nicht kann machen. Gerade wie ich auch nicht tolerieren, dass ein Minister, den sich mit einer Partei auseinandersetzt, dass den auch als Topert kann qualifiziert gehen. Das resümiert. Will ich sagen, Herr Präsident, ich meine, es wäre gut. Das steht für ihn hier im Parlament, auch weil Gemengeratswahlen, weil Chamberswahlen vorausstehen. Mal über die Christi ein bisschen an sich gehen, und dass wir dann am Januar trotz allen Échéancen, die für uns stehen, dat an einem ruhigen, sachlichen Ton gife machen, an dass wir an allem das Argument erzielen, an nicht die persönlich und polemisch auseinandersetzen. Kann nicht sein, dass ich nicht Gelegenheit kriege, zu antworten, dafür sage ich auch merci. Ich sage noch dem Gilles Roth merci. Das ist politisch gerecht gewesen, für auch, das ging mir auch mehr, ich sage ihm extra merci,
für eine Partei beizustehen, die zu Unrecht ugegraft wird. Und wir haben hier am Land keine links- oder rechtsextreme Partei. Wir sollen froh und hoffentlich sein, weil das Eisenmerit alle gut, dass wir fertig bringen, Meinungen abzuholen hier am Land, Meinungen anzubringen an Politik, die es verhindern, dass die überhaupt zu einer Bildung, wo so Extremismen hier am Land kann kommen, ein Merit von der Lützeburger Demokratie auf dem Parlamentarismus, los mal hoffentlich darüber sind, also viel machen. Ich so nicht merci. Merci, Herr Kartheiser. Viele Bürger am Land tolerieren so irresponsabel Aussagen von einem Regierungsmember nicht und unterstützen dafür verstärkt DDR. Die letzte sind es eine ganze Reihe neue Parteimembern dabei kommen, so wie den André Kammer, den ich heute begrüße. Ander, moin, merci, dass du gekommen bist. Merci für die Invitation. Maja, du bist Schriftsteller an viele Leute heute zu Lützeburg einen Begriff. Dein neuestes Werk mit dem Titel Undercover, ich weiß nicht, denke ich kurz, aus dem Moment sogar Nummer 1 am Verkauf. An dem Buch schreibst du über deine Zeit als Enquêteur bei der Police. Auch auf den sozialen Netzwerken bist du am Anfang ganz aktiv. Er setzt sich am Anfang auch gerade wie DDR für die Meinungsfreiheit an noch so Ungerechtigkeiten. Wie wir just gesehen haben, ist eben der Reformpartei die letzte Woche so eine Ungerechtigkeit leider wieder vor, die auch dich revoltiert hat. Ne? Ja, da kann ich just mal einem Jahr beantworten. Du hast die Passage gesucht vom Schriftsteller, den Temporäres. Dafür drohen hatte ich Abblick Dave als Enquêteur bei der Police Judiciaire, Sektion de Recherche und Etappen all de Schlaf, plus als Enquêteur auch am Service de Renseignement, den Geheimdienst. Und mir sind die Begriffe Extremismus dafür nicht ein theoretischer Begriff, mehr schön an der Praxis durchlebt. Ob es am islamistischen Extremismus war oder auch an Affären, die man am Verfassungsschutz, also Geheimdienst, zu trätieren hatte, für Rechtsextremismus. Aber wenn man so Begriffe rundherum sich gehört, gerade als... Wie der Minister Fayo. Unter anderem, etwa den Herr Asselborn benutzt die Rhetorik, scheint zur LSAP-Doktrin zu gehen. Ich hoffe, dass die andere am Regiestuhl sitzen, wie nehmen Herr Hasselborn und Herr Fayo noch den Herr Dan Kerstein mit Rechtsbürger rundherum sich gehört. Reichsbürger, ja, genau, ja, nach vor kurzem auch eben an der Chambre, ja. Also kann ich just sagen, dass das sträflich ist. Den Begriff vom Rechtsextremismus fand ich von der Praxis heraus an Theorie definieren für die Leute, die das nicht kennen. Und das ist etwas, was ich der Regierung immer reprochieren. Sie haben immer mit Wörtern rundherum sich an sie erklären, die Leute nicht. Und hier in dem heutigen Fall haben sie vielleicht besser nicht zu erklären. Ich erkläre nicht ganz kurz. Den Rechtsextremismus an seinem Kortex von radikalen, harten, neonazistischem Rechtsextremismus originiert aus dem NSDAP, dem dunkelsten Kapitel im 20. Jahrhundert, mit Lehren zum Hitlerismus, dem Führer, und ganz klar dem Antisemitismus. Das hat über die Jahre mutiert, über die Jahrzehnte mutiert, und leider überlebt an der Praxis zur NPD. Das ist die größte Oppositionspartei, die größte Rechtsextrempartei an Deutschland, die vom Verfassungsschutz in der Luba ist, weil auch gut ist. Und, also muss ich ganz klar wissen, dass wenn Ministerin an der Chambre von Empfänger op DDR weisen an so Rechtsextremist, dass es synonym ist für eben den dorten unmögliche Satz, unmögliche Begriff von Nazi, wo ich mal an der Theorie zumindest gewünschen, dass es de penalen Avertissement gibt gehen, wissen, dass DDR das nicht das Gewicht haut nicht sitzt. Ja, das gibt Dingermeinungen nur mit so Attacken überhaupt bezweckt. Ja, das ist einfach originär aus dem Populismus heraus, der Demagogie schon bald. Das bezweckt ganz einfach, die DDR massiv zu schulden. Das ist eine Doktrin, wie gesagt, die verschiedene Adopter tun, weil sie eben einfach nicht mehr durchkommen, weil sie gesehen, dass die DDR ganz stark an ihrer Argumentation zu vielen Dossiers ist, greifen sie an die dorten Trickkircht. Das für mich wie gesagt eng Form von regem egoistischen Opportunismus für den DDR Wählerstimmen zu klauen, zu holen und zu stigmatisieren, dass egal zu welchen Themen aktiv geht oder seine Meinung sieht, was die einer Oppositionspartei zusteht, einer demokratisch gewählten, für dem zu schulden, an der Hoffnung, dass das der LSAP Stimme bringt.
geschaffen zumindest. Ich hatte wieder vom Regierungsstuhl gesagt, dass du andere nach Regie hun Tel Aviv dann ich hoffe noch, dass die jungen Sozialisten ganz klar die Duge erkennen, weil das Brandstiftung wird zu Heimann, es spleckt als Land nach viel mehr. Es wird gespleckt an der Zeit von Covid. Geimpft oder nicht geimpft und Medien natürlich Chirurg macht gespielt, das funktioniert das ja nicht. An natürlich Chirurg sind wir an einer Krise von Energiekrise und so weiter. Tut Trennung von Kirche und Staat macht gespielt. Also das Regierung als Europameister, von der Weltmeister am Splecke vom Land an Dommerden, ja, ich habe Brandstiftung geschwert, morcelliert das Land nach immer viel mehr. Das ist im Land nicht geholfen. So wie das Regierung sich in der LSAP zumindest an dem Thema behält, als Teil vom Problem, also sie ganz sicher so ein Teil von der Lesung. Ja, du warst ja auch Member von der ADR. Für was brauchen doch deiner Meinung nach unbedingt eine ADR halt zu Lützeburg? Ja, denn erstens mal, wie ich die Partei verbannen gesehen. Also für mich Synonym für ein Teamgeist, für Solidarität unter den einen. Gerade am Moment wie das, an denen wie diesen, dass, wenn sie in einer Herde Attack ist, ungerechter Attack, dass sie zusammenhält, nicht wie andere Parteien. Und das gibt hier eine Formel von Überzeugung, von Motivation, die sie rausdreht und das an Strahlkraft übergeht für die Bürger und Bürgerinnen hier im Land. Für kurz zu definieren, sieht sich konservativ, dass der Konservatismus als neben dem Liberalismus und dem Sozialismus ein ganz wichtig politische Strömung. Nicht nur politische Strömung, sondern ein ganz wichtige Module Baustehen für Demokratie aufrechtzuerhalten. Da der ist dadurch wichtig, weil sie eine Repositionierung will, immer dem Molus und nicht alles, was früher schlecht war, war schlecht oder gut war, pardon, als auch schlecht. Und wir müssen nicht als Werte über dich gehen und über Bord gehen. Was sind die Werte, für was braucht der unbedingt am Moment, und sie als absolut Teil von der Lesung, als zu all den Chantieren, die wir am Land tun. Die Chantiere gehen nicht mehr klein oder sie gehen nicht so, sie gehen immer mehr groß. Und die Chantiere sind ganz klar, wir wissen nicht, Logementspolitik, wir haben eine Zeit für alle Facetten dort zu diskutieren. Es sind viele Leute, die hier Prämien können bezahlen. Es sind viele Leute, die Prämien kriegen noch durch erhöhte Zinssätze und so weiter. Und wir gehen munter an eine Krise ran, wo man den Höchstpunkt noch gar nicht erlebt haben. Also der Boom als River, seit 3 Jahren mindestens als die höchste Konjunktur River. Und wir orientieren uns an einen Schuldenstaat ran, der in 2 Jahren ganz klar auf Richtung 26 bis 27 Milliarden Euro geht. Also das ist etwas, was mich besorgt. Und da gibt es der Lesungsvorschläge, also die Politik, die Regierung da auch aktuell betreibt, sie ist auch zu Recht von der CSV von nicht kritisiert gehen. Du hast ganz großen Nachholbedarf und noch da zu vielen Dossien, die das Regierung gemacht hat. Es geht alles immens schnell immer, schon seit Anfang von der Gambia-Regierung. Sie gibt sich eine Zeit, das nicht richtig durch. Das gesehen wir auch am Prüf aus, dass bei vielen Gesetzesprojekten der Staatsrat, der Conseil d'État immer aufstruft. Opposition formell. Die Opposition formell und so weiter. Und ich komme zu einem, wie gesagt, Zeit haben wir nicht für alle Detailer, Klima, die Bürger und Bürgerinnen gehen aufgestruft auf der Pumpelstation, und das kann nicht der Wesen nicht mengen. An der Nacht hat die Grüne Partei in Deutschland immer versucht, das konnte sie nicht durchsetzen. Sie kann es auch nicht, wissend, dass am Bereich vom Verbrennungsmotor, also das, was wir all der Rolle, wenn wir am Auto fahren, dass keine Alternativtechnologien da sind, die richtig funktionieren. Die richtig greifen, wäre eine ganz andere Sache, aber da sind wir nicht. Und der ist ganz klar eine Partei, die die Sachen so guckt, wie sie sind. Sie laufen nicht, wie immer gemeint wird, einem überflächlichen Populismus noch, aber sie gehen sehr tief. Und sie sind wichtig für die Bürger und Bürgerinnen, die da dort in ihrem sichern. Also die Sicherheit sichern. Und da kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, den ich als dritten dann erwähnen. Das ist Kriminalität. Die Form von Kriminalität, die wir im Moment erleben, als freier Non-Enquêteur, Polizist, die schockiert mich. Ich probiere mal durch das Land auf Bankomater zu fahren. Die meisten ist der Mauer gesprengt. Stichwort organisierte Kriminalität. Vom Drogenhandel gönne zu schwätzen, von Eigentumsdelikten, von Gewaltkriminalität, am Wochentag in Tankstellen überfall, Bijouterie überfall, die Leute kommen heim, das angebracht gehen, an ganz oft als Polizei nicht schnell genug da oder Polizei als machtlos auch gegen das Phänomen. Dann wird von dieser Regierung war an as dann Privatsicherheitsfirmen. Das kann temporairement, wann überhaupt, just als Hilfs-Sheriff dingen, mit keine Endlesung sind.
Ich bin der Meinung, dass Police redefiniert muss gehen, dass es wichtig ist, seriös, konkret und schnell Auditen zu machen, die mir selber machen, wo die Polizisten selber gefragt gehen, wo ist ihre Problem. Und schon für organisierte Kriminalität als ich gesagt, das ist ein ganz großes Problem, auch den Apuieren zu gehen von den Enqueteuren. Ein Thema, also das wird nicht oft genug thematisiert von Polizeijudiziären und so weiter, die organisiert Kriminalität, also die Form bekämpfen, an sich dann im Ruf schaffen und das sind die Tentakülen, die als ganz Land im Moment an Notem halen, wo die Regierung auch ein Konzept hat, das mehr wie wichtig. Mehr wie wichtig, dass das dort so schnell wie möglich geschieht. Ich meine, eine Polizegewerkschaft steht dort zur Seite. Und auch wenn Kritik nicht immer will gehört gehen, mir auch da alles allein und den Polizeminister zu gehen als Schuld, als das für unfair. Wie gesagt, dass dort als wir Kriminalität kommen gelos, dass sie, wenn sie da gehört, da haben das meisten als Dunkraut noch ein Jahr so heiß, dass man es bekämpfen. Also Kriminalität weist an den Schutz und Sicherheit von Bürger und den Bürgerinnen, und auch die Leute, die hier schaffen kommen. Die Ausländer, die wir haben, und noch Flüchtlinge, die wir abholen, haben ein Recht auf Schutz. Und die geht ausgehebelt durch so ausartende Formen von Kriminalität, das möchte mir immens zu bedenken. Und du hast da die konkret Lesungsvorschläge hat. Und nicht nur rundherum meckert mir als Oppositionspartei, holen ich sie ganz seriös. Und voilà, ich hoffe, dass du Besserung könnt. Nach ganz kurz an engem Satz, merci mal für all die Explikationen. Was findest du dir wirklich los für das neue Jahr am Anfang? Mal so etwas wie Datei. Und zwar animiert ein Diskussionsdebat. Muss ich nicht immer alle Meinungen gut finden, mehr Meinungen mal im Mund zu holen, zu respektieren, alles keine Kontroverse zu diskutieren, weil das hilft, in noch 4 zu kommen. Und dass man endlich mal verstehen, dass man die Chance hatten, alle gut, über Jahrzehnte, auf Frieden zu leben, hier zu Lützeburg und Europa. Und dass man die Werte von Demokratie, Rechtsstaat hochhalten und auch den Umgangston respektieren, gerade wenn man nur draußen als Meinung öffentlich so, also unterschiedliche Meinungen sie gewünscht. Ich wünsche mir die wichtig animiert Diskussionen auch an der Chambre, aber das mit einem Fairplay muss ich schon drauf sagen. Und am Ende von unserem Land darum denken, und das auch dürfen zu sagen, ohne dass ihn direkt an den Eck gestellt wird, wo ihn gar nicht hingehört. Und europaweit, an international gesehen wünschen ich mir mehr Menschlichkeit. Ich meine die Affäre, wo an der EU gelaufen sind, von Rezent an international, also der Krieg Ukraine, Russland, wünsche ich mir einfach zumindest Hoffnung auf Frieden. Die Hoffnung auf Frieden dürfen wir nie verlieren. Andrei, ist so ein Merci für den Besuch am Studio. Dann eine gute Zeit bei der ADR. Du willst ja auch aktiv gehen, hast du gesagt. Dann wollen wir Frieden aus, aber eine gute Zusammenarbeit. Merci. Merci. Den Umweltminister betreibt nächst Naturschutz von Uwenhof. Will ganzer 1700 Hektar vom Trüntinger Dall an eng Naturschutzzone umklassieren. An dat ohne mat de betroffenen Akteuren am Vierfeld geschwärzt zu hun. Die Chance gouf dem noch verpasst, für mat de Leute zu summen, Naturschutz zu machen. Bauersfrau Tessie Brisbois vu Gondel bei Waldbriedemes leit mat ihrem landwirtschaftlichen Terrain Matzen am Trüntinger Dall, as sie mecht ze sugen iwwer dat, wat den Umweltminister hei wëlles huet. Wir hunn ungefähr 70 Hektar heute Rolleien in Griechenland. Und für uns bedeutet das, als Beichten nicht mehr können an den Bach trinken gehen. Als Beichten können überhaupt nicht mehr an den Bach gehen, weil das verboten ist in einem Naturschutzgebiet. Und da haben wir ein natürliches Problem. Das heißt, wir müssen schon Wasser bei als Beichten kriegen, wo sie können trinken. Und wenn ihr bedenkt, dass die Natur sich innerhalb von 10 Jahren verbessert hat, ohne Naturschutzgebiet, und als Beichten nur immer an der Bach getrunken und sich aufgekillt haben im Sommer, dann muss ich sich vorstellen, wenn wir einfach falsch gemacht haben, dass das Naturschutzgebiet muss hinkommen. Et friet sech wie méiglech ass, dat de Minister so rücksichtslos firgeht, fir e Projekt Mordicus wëllen durchzuzeien. Das ist eine gewisse Art von Enteignung, aber ein Naturschutzgebiet auf den Terra zu machen, ohne die Leute mal Federn über ihre Meinung zu fragen. Und das Ganze ist ja auch ein bisschen 100 Zonen Tieren aufgelaufen, sodass man auch recht just für kurzem recht gewusst ist, was dann da aber soll durchkommen.
Und du hast den natürlich Angst, was könnt du noch in der Zukunft da bin so? Ich meine, besonders als Bauer, mir haben zwar heute persönlich schon mal weder gedüngt, noch haben wir irgendwie Spritzmittel angesagt, mir, wenn ihr bedenkt, dass Beispiel mir am Bach die Figuren, dass als Hühn eigentlich nicht mit dir für Modern als Visco spazieren gehen können, dass man nicht als Champignon können Pläcke gehen von Zeit aus, die man Giershun, die man selber heu Stuhlen hatten, die immer all die rumkommen sind, ohne das Maps gemacht haben, da muss ich Angst tun, was könnte nach du aber so. Eure betroffenen Obst- a Gemäßbauer vu Konter reagiert. Das Reglement aus Europa NRW, wo an allen Naturschutzgebiet sämtlichen Pflanzenschutzmittelwerte verboten sind, sowohl biologisch wie integrierte Pflanzenschutz. Und dann sind fertig mit Weinbau, das fertig mit Obstbau, fertig mit Gemäßbau, weil das geht leider nicht ohne Pflanzenschutz, sowohl am biologischen wie auch am integrierten Umbau. Der bleibt op alle Fall Ball stellt sich hannner die betraffe Bierger. Am Fall, wo de geringe Minister Wahnsinnsprojekt festhält, als dat vun den Hauptsygéen vum Wahlkampf am Bezirk Osten. War die sicherlich fährt muss, als dass wenn die Zonenenke definitiv klasseiert das, dass dann durch europäische Direktiven oder vergleichbar Direktiven Oplage kommen, von denen man haut nach Gönnet schwätzen an und die man auch vielleicht Gönnet denken, die aber dazu feiern, dass eng ökonomisch sinnvoll Lebensmittelproduktion an dem ganzen Bereich nicht mehr möglich ist. Zurück an die Chamber, wo den Fernand Kartheiser dem bloe Staatsminister huet missen erklären, fir wat Debatte iwwer Blüt géint Desinformation och fir un allem Appes mam Respekt vun der Meinungsfreiheit ze dien huet. Das schon eng Debatte engem Suge mecht van den Heier zwei Heilo die verschiedenen Orateuren dort zur Stellung gehollen. Et wurde bisschen ere Konkurs fir ze justifiieren, op wegen man näher oder fir wat den Meinungsfreiheit muss erschränken. Et wurde bisschen ein Lippebekenntnis oder Lipsebekenntnis zu Qualitätsjournalisten, Freiheit von der Presse. Also Herr Präsident, ich schmengen schon vor. Und ich auch froh von die Zeit. Herr Kartheiser erlaubt das nee, Herr Premierminister. Das ist der Kost, Herr Präsident. Ich mich nicht an der Schaubar hier sagen. Ich habe gemerkt, wie normal. Ich habe noch Desinformation. Ich habe das Sujet, du hast die falsche Rede ausgesagt. Herr Kartheiser, aber nicht schläft. Ja. Herr Präsident, Deputierten zu schwätzen, nicht in der Regierung. Herr Präsident, wird mal fortgehen. Ich wollte just froh, Herr Präsident. Herr Kartheiser, den Herr Büttel hat ganz freundlich gefroht gehabt, für die Pur zu kriegen. Ja. Und hier ist es so, wenn ein Pur kriegt, und der Präsident geht damit, dann darf die schwätzen. Und ich gehe dem Herr Premierminister Pur. Ich wollte just für den Kader zu setzen, geht um Desinformation, nicht um Meinungsfreiheit. Das ist ein Dienstwert voll zu. Das ist wichtig, dass das Sujet aber auch nicht mit anderen Sachen vermischt wird. Das ist ein Dienstwert voll zu. Und damit rappeliert der Premierminister etwas von diesem Reglement steht, dass der Orateur sich nicht zu weit vom Sujet weglehnen. Herr Kartheiser hat noch ein Wort mit der ausdrücklichen Aufforderung, zum Sujet auszudrücken. Ja, Herr Präsident, dann hätte das auch mit allem Respekt den vier Orateure für durchgesucht, weil auch die über Meinungsfreiheit dann eine ganz reihe Sache das Sujet geschwert, die dummer das zusammenhängen, notamment auf wegen Medien zum Beispiel sich dann die Fake News oder wer auch immer ausbreiten. Das ist aber interessant, fand ich auch für die Leute draußen, wie sie wie halt direkt unterbracht wird, von in den Kontext will setzen. Das ist schon ein ganz bedenkliches Debatte. Das nicht was das Sujet geht, wie die Manier wie sie gefeiert wird. Dem hat op dat Spannungsfeld hingewiesen dort zwischen Meinungsfreiheit auf Fake News auf wen die dann zensuriert. Die echt froh, den sich muss stelle, wat as der Fake News? Wen definiert wat dat ass? Das hat zum Beispiel auf Faktenchecken hingewiesen, gehen mir Faktenchecken, das sind an der Realität ja nicht wissenschaftliche Gremien, die das mehr mit Journalisten, die das machen, die natürlich auch eine Meinung haben. Das ist also nicht so, dass von einem Faktencheck irgendwo, wenn das da steht, dass der Faktencheck dran ist. Auch da muss ich sagen, muss ich das auch können, erfreuen. Das ist auch so, wie da hier von Twitter auf andere Plattformen geschwärzt gehen, die hätten die amerikanische Wahlen beeinflusst. Das kann sein, aber vielleicht nicht an dem Sinn, wie ein Vierrednerin Teil gesucht wird. Den Elon Musk hat eine Reihe Dokumente
publiziert, die eigentlich weisen, dass die demokratische Seite geschützt gouf, während durch Twitter während den amerikanischen Wahlen 2000 die Lächlo, wo er beide gewählt gouf, das ist einfach auch eng Tatsache. Und das ist so, dass die Europäische Union, die auch die Sozialplattformen, weil darum geht es schon hauptsächlich, weil die Männer eigentlich auch dem Abfluss für politische Parteien nach einer Wurf sind, wie Zeitungen, mit die sozialen Medien, die hier auch besonders gefährdet, besonders annimmt gehen, die soll ja von der Europäischen Kommission hier in Europa durch den Code of Practice on Disinformation reguliert gehen, da können den Digital Services Act. Aber ich will just sagen, dass den Digital Services Act, du hast Kommission allein, die EU-Klot allein auch Richter. Du hast keine Spur, wo rechtsstaatlich geht an in den Prozeduren. Nicht wird die Leute erlauben, dann zu gucken, ob dann zu Recht eine Strafe oder verhängt gehen oder zu Recht kontrolliert gehen. Wir hatten die Tendenz auch bei der OECD, heute zu Lützeburg vor kurzem, da wurde dann eine Konferenz, Madame Tanzer hat auch schon an diesem Heischen Haus ernimmt. Und da ist es dann noch im Gang mit den Fake News und so weiter und dass dann eine Deklaration angeholt ging. Mir ist sicher, der Sinn von der Deklaration als auch, und so steht es drin, to strengthen government's abilities to spread evidence-based narratives, provide timely and relevant information. Auch hier geht es eigentlich darum, die Vorrechte, die von der Regierung verbreitet wird, das ist nicht unbedingt die absolut Vorrechte, aber die zu stärken par rapport zu den sozialen Medien. Und wie das haben wir dann mir, die uns aber für Geschichte und für Politik interessieren, wie das haben wir dann an der Geschichte gesehen, dass es ausgerechnet Regierungen sind, die lehen. Hier gaufen da an den Interventionen, die man dem Morgen oder der Mitte schon hören, haben wir schon hören, dass verschiedene Regierungen angeklot sind zu lehen. Und das ist doch auch etwas, was wir kennen, was wir wissen. Und die freien Medien sind noch ein Gegengewicht, eben just gegen Narratives, die von einer Regierung verbreitet gehen. Es ist doch so, hier gaufen Orlo, Impfgegner und so weiter genannt. Aber das wird für ein engem Jahr als Government Evidence-Based Vorrecht dann verkauft gehen ist, wissen wir heute, dass das nicht so wäre. Haut aus die Realität, die wissenschaftliche Stand, das wird man heute wissen, über das, was die Pharmaindustrie wirklich getestet oder nicht getestet, ein ganz andere wie für ein Jahr. Was für ein Jahr als Fake News durchgestaltet wäre, wissen wir das haut voraus, notamment, wie weit die Produkte oder die Impfstoffe dann getestet sind, ob sie können, ob man da verhindert wird, dass eine Krankheit weitergeht oder nicht. Haut wissen wir, dass das nicht getestet gehen für ein Jahr, für Maßnahmen mit dem Argument angefeiert, merkt wir ihre nächste Schütze für der Transmission. Wenn er krank geht. Also wir müssen aber ganz klar gesehen, dass es neidisch ist, jeden zu Wort kommen zu lassen und dass es natürlich heißt, Leute zu informieren an ihnen, die intellektuell an die Wissensmittel zu gehen, wir können zu unterscheiden, was man einer gewisser Plausibilität wo er ist, aber was nicht ist. Aber wie dann hinzugehen, an der Reflexen der Zensur zu predigen, also wie die mir nicht gehen. Da die als Partei von der Meinungsfreiheit und Meinungsfreiheit ist immer der Trend von den Schwachen an der Gesellschaft. Wir werden uns dafür ersetzen, und mit der Schuld, dass die vier Parteien, die bis heute geschwert haben, auf der Kote von der Regulierung, von der Einschränkung der Meinungsfreiheit sind. Das ist so nicht mehr. Ganz gut. Hallo, proposieren ich den Christmessage von der Vizeparteipräsidentin Dr. Lexi Schoß. Leif Membre vun der Partei, Leif Frend vun der ADR, Leif Leute bausen alle Goer. 2022 geht an an ich wissen, ob Dir so geht, wie es mir geht. Für mich ass dat Jahr vergangen wie neicht. De Covid-Hummer iwwerstan, zurück an Normalität an oni Maus gan Restaurant. Mir am gleichen Notemzug als den anderen Schicksalsschlag iwwer d'Eiserer gebracht. Münnerem Krisch. Krisch an Europa. Et denkt immer e Krisch, dat kann eus net geschéien. Dat ass Weidewäsch. Ma nee. Et si just knapp 1800 Kilometer Luftlin. Millioune Leute sie geflücht, och haier Plötzebusch. Und dieser Platz, e ganz grosse Merci und all die freiwillig und noch nicht freiwillig professionell die geholle vun, des Leute zu Lützebusch zu empfangen und ihnen eine Aufenthaltsperspektive zu bieten. Der setzt sich weiterhin dafür an, dass es so sehr wie möglich zu einem Waffenstillstand und einem Zufrieden an der Ukraine kommt. Die letzten Jahre haben wir auch hier am Land hier Spuren los. Personalmangel auf viele Betriebe, steigende Energiepreise, Diesel- und Benzinpreise schießen an die Luft.
Hossen bei den Immobilienpreisen. Immens schnell klammen Zinsen bei den Präen. Die Inflation als an den Portas. Viele Leute wissen Ende des Monats nicht mehr, weil sie ihre Rechnungen sollen bezahlen. Auch das also weil eine bessere Realität hier im Land. Wir gucken mal nur 4. Nur heißt es, sich für 2023 zu präparieren. Ideen auszuschaffen, für die nationalen und internationalen Probleme zu lösen, sowie auch neue Flottprojekte zu entwickeln. Dafür drückt ihn aber nach ein heroisch Feiertag. In diesem Sinn will ich die Gelegenheit nutzen, all diesen Leuten ein herzliches Merci zu sagen, die auch in der Zeit freiwillig oder professionell für unseren Einsatz bleiben. Sie haben das Gesundheits- und Pflegepersonal, Handwerker, Pumpscheren, Veterinären, Ambulancier, Polizisten, Personal vom öffentlichen Transport und all die, die ich noch vergessen habe. Pardon dafür. Es bleibt mal nicht mehr noch, ihr all an eure Familie natürlich, schön richtig und eine gute Rutsch an Jahr 2023 zu wünschen. Passt auf euch auf und bleibt in allen Dingen gesund. Lo si mir bei der Lützeburger Geschichte kommen. Das geht mit einem kleinen Extrait aus dem Dokumentär vom Bauer zu Minetstab am Tründel von der neuer Zeit vom René Flammer. Der Süden vom Lützeburger Land war Jahrtausenden eng rein auf Landwirtschaft ausgerichtete Gegend. Sing Rotbierdem hun net allzu viel hier gin. An immer nees gouf iwwer die hiwedig Landschaft geklot, die schwer zu beakre wie. Parzellen goufen zu eng Spottpreis verkauft, ohne dat hier Proprietäre wussten, wat sie eigentlich goufe verkaufen. Der Reichtum vun dieser Gegend war nämlich net iwwer dem Boden, mehr viel mehr drinnen. Dat op verschiedene Plätze von diesem Territoire Minen zu fannen wir, war allerdings schon de Kelten an de Römer bekannt. Es war also über 1000 Jahre bekannt, dass an diesem Gebiet Eisenerz a größer Quantität geflare. Dat Eisen, dat aus diesem Gebiet gewonnen gouf, genau wie Bohnerz, dat iwwer Jahrtausende von de Wiesen aus dem ganzen Land gesammelt gouf, gower kleine Produktionen zu Waffen an alldeeglichem Geschirr verschafft. Den Aufbau vun der Minet am großen Ausmaß goufrich beim Optauchen von neuen Techniken interessant. Mir ha vun der Tele sonnech nees Merci, dats ihr mat dabei wärt. Di könnt ass im Dock an ober Per TV kucken, denkt hunn firch regelméisech op eiser fuschneier Internetseit an noch Facebook zu informieren. Bleibt gesund, ganz schön feierdeich an e gute Rutsch an net Night Joer. Ädi a bis die nächste Käier.